Heute haben wir den 11. Oktober 2020 und für spätere Generationen will ich einfach einmal die Online-Seiten von der Passauer Neuen Presse ein wenig durchschaue, damit ihr wisst, um was bei uns so diskutiert wird. Da geht es um Debatte um die Heiligen Drei Könige. Über die Sternsinger wird jetzt auch diskutiert. Aus meiner Sicht sind das reine Ablenkungen. Da ist in Ulm einer der drei heiligen Könige, ein Schwarzer mit etwas wulstigen Lippen, der wurde also jetzt entfernt. Die ganzen heiligen drei Könige wurden entfernt, denn das ist rassistisch. Und jetzt geht es also auch um Sternsinger, ein Thema, das bei den Leuten gut ankommt. Erst gestern waren da ganzen Haufen Leserbriefe drin zu dem Thema. Ist ja wirklich verrückt, aber gleichzeitig passiert heute einiges, von dem abgelenkt werden sollte. Da zum Beispiel Corona-Inzidenz in Regen. Also Regen und der Landkreis Regen, da sind am Sonntag mittlerweile 70 positiv Getestete auf 100.000 Einwohner. Wir haben zwar, glaube ich, gerade 70.000 oder 75.000. Und nun werden Allgemeinverfügungen erlassen. Es wird alles Mögliche verboten, Veranstaltungen in einer gewissen Größenordnung und so weiter. Jetzt weiß aber eigentlich sollte jeder wissen, dass dieses Positivtesten eigentlich überhaupt nichts über eine Infektion aussagt. Das könnte nur in Verbindung mit einer ärztlichen Untersuchung, der dann irgendwelcher Arzt, der dann Symptome feststellt und sagt, ja, das kann Corona sein. Aber es haben praktisch keine der positiv getesteten Symptome. Es ist ein reines Theater. Und dieses Theater läuft aber in ganz Deutschland, ja, in ganz Europa, der ganzen Welt. Da zum Beispiel Corona, der BNP Live-Ticker mit allen Entwicklungen in der Region. Der Coronavirus hat die Welt weiterhin fest im Griff. Da die Dame hat eine Atemschutzmaske und nur so ein Plastiklarve vorn dran, so ein Visier. Es wird nur Angst gemacht. Machen wir weiter. Markus Söder. Ich kann nicht sagen, dass ich wirklich enttäuscht bin von ihm, denn ich habe ihm nicht so viel zutraut. Er ist ein Populist. Aber weil er ein solcher ist, habe ich eigentlich immer gedacht, er ist um seinen Ruf ein wenig bedacht und macht da so einen Krampf nicht mit. Aber im Gegenteil, man hat ihm wohl Kanzlerschaft in Aussicht gestellt oder Kandidatenschaft und dann hat er sich an die Spitze der Corona-Bewegung gestellt und hat in Bayern quasi eine Corona-Diktatur angefangen zu errichten. Neulich ist er gefragt worden, aufgrund welcher Beweise und Akten und so weiter das Ganze veranstaltet worden ist. Und dann hat er doch klar gesagt, oder die Regierung hat bekannt gegeben, dass es in Bayern keine Akten darüber gibt. Es ist also nichts Schriftliches festgehalten worden. Und das ist entweder ein Witz oder ein Skandal. Und ich meine, es ist eher das Zweite. Naja, weiter. Da geht es wieder mit den Heiligen Drei Könige.
Da in Simbach mehrere Schulklassen müssten in Quarantäne. Da in Passau neue Corona-Fälle im Landkreis Passau. Dazwischen irgendwelche Bagatellnachrichten. Da wieder der Söder, er will ein bundesweites Bußgeld von 250 € für Maskenverweigerer. Ich habe ihm schon im April in einem Kommentar prophezeit, wenn er da so weitermacht, dann landet er am Misthaufen der Geschichte. Denn das kann er dann dennoch nicht sein, dass dieses Gluigeret sich auf Dauer durchsetzt. Aber sie sind sich sehr sicher, diese Burschen und Burschinnen. Die Medien sind in ihrer Hand und die meint, wie hier zu sehen, das, was sie möchten, dass gemeint wird. Angst mache und so weiter. Es wird langsam gefährlich, sagt Söder. Die Maske sei das wirksamste Mittel. Dabei weiß jeder, dass diese Masken überhaupt nichts bringt. Außer Gesundheitsgefährdung, weil man sein eigenes CO2 wieder einatmet, dass Hygieneprobleme gibt, dass die Masken durchnässt sind, vor allem wenn man es den ganzen Tag umhat, dass sich da Bakterien bilden und über die psychischen Folgen von dieser Maske, da habe ich schon öfter was gesagt. Damit werden die Leute getrennt, damit sie sich ja nicht zusammentun gegen diese Verschwörung. Und es ist eine Verschwörung, kann ja gar nicht anders sein. Und da die Kommentatoren, die Chefredakteure, Alexander Kein, Corona, Kurs der Vorsicht, der Birkenseer, ja, der hat jetzt einmal ein anderes Thema, aber der hat schon gescheite Hammer rausgehauen. Naja, da Altötting, erste Corona-Tests, alle negativ, immerhin. Also, du kannst hinkommen, was du weißt. Ja, jetzt ist schon ganze Zeit nichts mehr über Corona. Was ist denn da los? Dann hat man da so eine Sau durch den Landkreis Ring drin, dass man eine Bahnlinie einstellen möchte. Doch da ist der Protest dann so groß geworden, dass die Ministerin gekommen ist und hat gesagt, dass die nächsten 2 Jahre, glaube ich, oder was weitergeht. Und dann wird neu bewertet. Naja, aber man sieht, es ist eigentlich, da ist wieder Corona. Europa wehrt sich gegen Corona, viele neue Infektionen. Der Trump hat auch Corona gehabt, positiv getestet, was natürlich ein Krampf ist. Und jetzt ist er geheilt, jetzt ist er immun. Da immer mehr Corona-Hotspots, Debatte um Beherbergungsverbot. Und dann natürlich Hitzen gegen die Diktatur oder das diktatorische Regime in Weißrussland, in Belarus, über die eigene Polizeigewalt bei uns wird nicht berichtet. Da Distanzunterricht in Regen. Naja, das haben wir jetzt dann schon alles gehabt. Aber ihr könnt sehen, wie es bei uns zuläuft, und wenn ich jetzt auf Telepolis gehe, das ist doch eine relativ kritische alternative Seiten, dann geht es so weiter. Nawalny, das Theater mit dem Oppositionspolitiker in Russland,
der anscheinend vergiftet worden ist oder auch nicht, was am Putin anhängen wollen, um weiter Boykotte zu verhängen oder mehr. Das stinkt von vorn bis hin, diese Geschichte. Medienkritik zum Corona-Journalismus. Ui. Elementare Defizite der Berichterstattung. Das feiner während. Da dann gleich die nächste Angstmache vom Chefredakteur Rützer. Die Menschheit hat eine 10%ige Wahrscheinlichkeit des Überlebens. Dann geht es weiter, zweite Welle oder Dauerwelle. Und der Hinweis, dass die Linken alle stramm mit der Regierung marschieren und den Wahnsinn mitmachen. Dann aktuelle Situation von Konzertveranstaltern, Clubs und Spielstätten in der Corona-Krise. Der Artikel ist auch recht interessant, da habe ich auch selber vor, was zum Schreiben. Plädoyer für ein shitstormfreies Internet. Da wird also gefordert, dass die Nicknamen abgeschafft werden und dass jeder mit seinem Namen postet, damit sich keiner mehr kritisches Sagen traut, weil er weiß, dass in dieser allgemeinen Hysterie negative Folgen drohen. Da wieder Nawalny, dann Klimabewegung. Das ist diese Angstmache, die vor der Corona-Krise gelaufen ist. Da Madrid wieder im Alarmzustand und so weiter. Ich höre jetzt auf, ich habe es gesehen, was heute alles so gemeldet wird.